SRF Audio. Eine violette Pille, auf der Monster draufsteht. Eine rote mit 2 Stieren, die ans Red Bull-Logo erinnert. Dann eine beige, die das Gesicht von Wladimir Putin zeigt. Diese Pillen, die ich da im Internet auf Bildern sehe, die werden alle als MDMA verkauft, umgangssprachlich Ecstasy. Und ich bin da nicht in irgendeinem dubiosen Shop im Darknet unterwegs, sondern auf der offiziellen Webseite der Stadt Zürich. #SaferParty, #HarmReduction, also Schadensbegrenzung. Zürich und auch andere Städte und Gemeinden bieten Infos an über Drogen, die im Umlauf sind, um den Konsum sicherer zu machen. Top aktuell natürlich jetzt vor der Street Parade, die ja für manche nichts anderes ist als eine riesengroße Drogenparty. Dass man dort Pillen einschmeißt, das wird fast schon vorausgesetzt und ist auch einigermaßen akzeptiert, sogar von den Ämtern, von den Offiziellen. Und ich frage mich, ist es wirklich normal, dass man Drogen nimmt? News Plus will es wissen heute. Ich bin Isabel Meissen. Schön, seid ihr da. Hunderttausende Menschen feiern jedes Jahr in Zürich an der Street Parade. Letztes Mal waren es zum Beispiel 800.000. Sie kommen auch extra aus dem Ausland wegen der Stimmung. Mir gefällt die Ambiente. Sie kommen wegen der schrillen Kostüme. Love is in the air. Das ist voll geil. Die Leute sind mega freundlich und so. Sie kommen wegen dem Techno und zum Party machen. Einfach heute machen, was ich sonst nie machen würde. Alkohol, geile Stimmung, Love, Peace, Freedom. Ja, für viele ist das auch die Freiheit, Drogen zu nehmen. Mit dabei sind deshalb todsicher auch Leute, die dealen und Leute, die Drogen chemisch untersuchen. Drug-Checking ist letztendlich eine pragmatische Antwort darauf, dass eben Drogenkonsum auch an der Street Parade stattfindet. Dominik Schori ist Leiter des Drogeninformationszentrums der Stadt Zürich. Neben Beratung ist eins der Angebote eben Drogenchecking unter dem Namen SaferParty. Gratis und anonym, generell in Zürich und eben auch jetzt an der Street Parade am Bürkliplatz. Für Menschen, die Drogen konsumieren wollen, besteht eines der größten Risiken darin, dass sie nicht wissen, was die tatsächlichen Inhaltsstoffe ihrer Substanz sind. Es ist ein Schwarzmarkt, der ist illegal, es gibt keine Qualitätskontrolle und Drug-Checking füllt diese Lücke. Das heißt, Menschen, die Substanzen auf dem Schwarzmarkt gekauft haben, haben die Möglichkeit, diese auf ihre Inhaltsstoffe zu überprüfen und sich zu den Risiken des Konsums beraten zu lassen. Wenn die Leute sich schon Pillen einwerfen, dann sollen sie wenigstens wissen, was sie stucken. Denn was als Ecstasy oder Koks verkauft wird, das hat manchmal noch anderes drin. Die Stadt bietet das an und damit toleriert sie ja eigentlich auch den Konsum. Man darf nicht vergessen, auch in der Schweiz ist der Konsum und der Besitz dieser Substanzen illegal. Also die Handlung selber, die wird durch unser Angebot nicht legalisiert. Und das kann manchmal so ein bisschen missverständliche Signale aussenden, die wir dann im Gespräch auffangen müssen. SaferParty ist ein Angebot der Stadt Zürich. MDMA, Ecstasy ist nicht legal. Das heißt, die Polizei könnte in diesem Drogentestlabor einfahren und alles Mögliche beschlagnahmen. Das tut sie aber nicht. Das ist von der Stadt so gewollt. Ich kann auch nachvollziehen, warum. Ich selbst habe mich noch nie gestört ab dem Pillenkonsum an der Street Parade. Das Motto ist so, ja, das müssen die Leute jetzt wirklich selber wissen. Aber jetzt, wo mein 16-jähriger Sohn gerne zum ersten Mal an diese Street Parade gehen würde, da merke ich schon, hey, das ist doch krass, dass Drogen dort offenbar so normal sind. Drogen gehören bestimmt in gewisser Weise zur Gesellschaft dazu. Man muss ein bisschen immer den Kontext anschauen von Drogenkonsum. Es gibt ja viele Drogen, die aus historischen, kulturellen, sozialen Gründen anders beurteilt werden als andere. Also nochmal, um auf das Beispiel Alkohol zurückzukommen. Wenn Sie morgen an die Street Parade kommen, dann können Sie zum Kiosk gehen, Sie können in den Supermarkt gehen, Sie können dort Alkohol legal kaufen, Sie können Tabakprodukte legal kaufen. Aber Sie können bestimmte Substanzen, die man dann bei uns testet, können Sie nicht legal erwerben. Aber letztendlich gehört auch der Konsum dieser Substanzen zu einer gewissen Realität dazu. Also es gibt legal und nicht legal, aber macht das überhaupt Sinn, so zu unterscheiden? Weil eben, solange man irgendwie sein Leben leben kann, es scheint für die Leute eine Art Umgang zu geben, teilweise. Also was man sicher sagen kann, ist, dass die Unterscheidung zwischen legal und illegal nicht auf Basis
der Gefährlichkeit dieser Substanzen eingeschätzt worden ist. Also wenn man jetzt Alkohol und Tabak und die Schäden, die diese Substanzen für die Gesellschaft verursachen, anschaut, gibt es eigentlich keine objektiven Gründe, dass die einen legal und die anderen verboten sind. Man muss ein bisschen aufpassen oder differenzieren, was man unter legal versteht. Also die Idee wäre sicher nicht, dass man irgendwie Kokain im Supermarkt kaufen könnte, so wie das jetzt beim Alkohol der Fall ist. Also es geht wirklich mehr um Regulierungsfragen. Also in welcher Form könnten diese Substanzen in einer regulierten, streng regulierten Form zugänglich gemacht werden. Dominik Schori hat jeden Tag mit Menschen zu tun, die Drogen nehmen. Auch das, was wir allgemein harte Drogen nennen. Er findet, dass man darüber nachdenken kann, diese Drogen unter bestimmten Bedingungen zugänglich zu machen. Das wäre politisch ganz sicher hoch umstritten. Und gerade die sogenannte Partydroge Ecstasy kann auch schlimme Folgen haben. Auch das müssen wir festhalten. Auf der Webseite von Safer Party steht, extrem hohe Dosen können lebensgefährlich sein. Auch Tage nach dem Pilleneinwurf kann man noch Angstzustände bekommen oder andere Symptome. Und trotzdem, dafür, dass an der Street Parade ja Hunderttausende sind und vermutlich sehr viel konsumiert wird, passiert ja eigentlich relativ wenig. Wenn man die Anzahl Menschen bedenkt, die die Street Parade besuchen, dann teile ich diesen Eindruck. Gerade wenn wir mit unseren Kolleginnen von den Rettungskräften, von Schutz und Rettung sprechen, dann ist, wenn es um Substanzen geht, tatsächlich der Alkohol die Substanz, die am meisten Probleme verursacht. Alkohol wird natürlich auch getrunken an der Street Parade. Und ja, den Wodka und das Bier kann man halt einfach im Laden kaufen. Je nachdem, was wir als Drogen definieren, sind sie also völlig normalisiert oder dann nur teilweise, so wie eben bei den sogenannten Partydrogen. Dass mein Sohn eine Ecstasy-Pille einwirft, das will ich auf gar keinen Fall. Dass er mal ein Bier trinkt, eigentlich am liebsten auch nicht. Aber an seinem 16. Geburtstag im Juli habe ich trotzdem mit ihm mit einem Bier angestoßen. Und ja, irgendwie ist das gar nicht so konsequent. Also das heißt, wir nehmen einfach Alkohol und seine Risiken anders wahr als offenbar MDMA oder Ecstasy und seine Risiken. Also irgendwie beurteilen wir mit unterschiedlichen Messsystemen. Das ist richtig und das macht den Konsum für Menschen, die sich für den Konsum illegaler Substanzen entscheiden, gefährlicher, wenn der Konsum stigmatisiert ist. Das einfach zeigt auch unsere Erfahrung in den Beratungsgesprächen. Dann dauert es erfahrungsgemäß länger, bis sich Menschen Unterstützung holen. Das ist mit Scham verbunden. Drogenkonsum wird in unserer Wahrnehmung entweder verherrlicht oder verteufelt. Es gibt wenig eigentlich objektive Möglichkeiten, über Fragen rund um Drogenkonsum zu diskutieren. Und wir denken, dass unser Angebot da diese Lücke füllt. Das Angebot mit dem Drug-Checking, also die Pille untersuchen lassen. Dominik Schori sagt mir am Telefon, dass an der Street Parade auch Leute bei Ihnen hereinschneien, die keine Pillen nehmen. Und so ergibt sich dann das eine oder andere Aufklärungsgespräch. Wir Journalistinnen haben es eigentlich gar nicht so gern, wenn wir auf unsere Fragen keine klaren Antworten finden. Aber hier bleibt es dabei. Die Frage war ja, sind Drogen normal? Ja, gerade legale Drogen mit Zigaretten oder Alkohol sind breit akzeptiert. Ja, auch der Konsum von illegalen Drogen gehört zur Realität. Aber ist das normal im Sinne von, es ist total okay? Das ist eine gesellschaftliche und politische Frage. Also landen wir eigentlich, egal wie wir versuchen, die Drogen in Kategorien einzuteilen, von normal, gefährlich, legal, respektive das Gegenteil. Wir landen immer wieder bei der Frage, wie wollen wir damit umgehen? Gäbe es denn einen guten, verantwortungsvollen Umgang für die Gesellschaft mit Drogen? Ja, spannend ist in der Schweiz jetzt zu beobachten, dass wir beim Cannabis genau diese Experimente wagen. In der Schweiz gibt es ja seit einigen Jahren die Möglichkeit, dass Städte und auch private Organisationen Pilotversuche durchführen können, also untersuchen können, was passiert eigentlich, wenn wir Cannabis in regulierter Form Menschen, die ohnehin schon Cannabis konsumieren, zur Verfügung stellen. Und interessant ist, erste Zwischenergebnisse dieser Pilotversuche haben gezeigt, dass es eigentlich keinen Einfluss auf das Konsumverhalten der Menschen hat. Also positiv ausgedrückt, Menschen konsumieren nicht einfach mehr Cannabis, weil sie plötzlich Zugang haben zu reguliertem Cannabis. Und das für verschiedene Substanzen anzuschauen, wäre sicher ein spannender Weg, den man gehen könnte. Also das heißt, wir müssen irgendwo zwischen verteufeln und hochjubeln, irgendwo dort müssten wir uns aus Ihrer Sicht bewegen.
Ja, genau. Also die Risiken ernst nehmen und auch nicht banalisieren und gleichzeitig aber auch sich bewusst zu sein, dass eine große Mehrheit der Menschen, die Substanzen konsumiert, seien es legale oder illegale Substanzen, das in einer mehr oder weniger verantwortungsbewussten Weise macht. Manche gehen natürlich nicht wegen der Drogen an die Street Parade, sondern wegen der schrillen Kostüme, wegen der Stimmung, wegen dem Techno. Es sind einfach alle Leute irgendwie so verklebt und voll sich selber. Total lustig, also wie die auch rumlaufen. Wie Techno in der Schweiz groß geworden ist und mit ihm eben diese Street Parade, dazu haben wir eine eigene Podcast-Serie auf dem Kanal Geschichte für euch. Die verlinke ich euch noch im Podcast-Beschrieb. Meist bleibt es an der Street Parade ja mehrheitlich friedlich. Und wer etwas konsumieren will, hat eine Anlaufstelle, um die Pille, zum Beispiel mit Wladimir Putins Gesicht drauf oder den 2 Stieren, checken zu lassen. Und was sage ich jetzt meinem Sohn? Ich glaube, grundsätzlich ist es mit 16 Jahren, das hängt ein bisschen von der Situation ab, wie Sie Ihren Sohn einschätzen. Aber es gibt bestimmt viele Jugendliche, auch Minderjährige, die alleine an die Street Parade gehen. Und es ist grundsätzlich unproblematisch, würde ich sagen. Das war News Plus für heute. Das Team Sophia Fessler, Selina Etter, Martina Koch und ich, Isabel Meissen. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.